Servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zum neuen Division 2 Video. Ich bin die Fadewolzen und da hinten ist mein Stadel. Das ist der Discord von einem Spieler für einen Spieler. Und auf der Seite da laufen die ganzen Clans ober. Skald ist unser Hardcore-Clan, BMC ist mein Clan und German Gaming Platoon ist ein Unterstützer-Clan, bei dem kann man dann Raids mitlaufen oder was der Teufel. Also die sind jeden Tag online und ist auch alles täglich zum Laufen. Also wie gesagt, Incursion, Raids etc. Ja, aber jetzt da ich sagen, packen wir es einmal und schalten wir zum Bild. Also viel Spaß dabei. Anfangen wir mal mit der Spezialisierung Techniker. Beim Techniker ist es ja so, ähm, wir brauchen mal Fertigkeitsschaden und auch Fertigkeitsheilung. Da könnt ihr dann selber entscheiden, wo es für euch gescheiter ist, ob ihr zum 10% mehr Fertigkeitsschaden mache oder ob ich 10% mehr Fertigkeit also sprühe. Das sind die zwei Hauptsachen, warum, oder eine von den Hauptsachen, muss man den Techniker nehmen. Wir brauchen auch den Werkmeister-Drungenstock. Ganz, ganz wichtig, der muss eine. Dann ist auch wichtig, dass man die richtigen Waffen da einstellt, was man auch hernimmt. Wir spielen hauptsächlich mit der Pistole. Also die anderen zwei Waffen sind relativ. Ist vielleicht gescheit, wenn man irgendwas auswählt, wo es dann auch ein wenig Damage macht, weil rote Attribute haben wir überhaupt keine drin. Aber das sehen wir dann später. Mit der Techniker-Spezialisierung kann man auch noch die Granate, die EMP-Granate mitnehmen. Ist vielleicht ganz gescheit, wenn Hunde kommen. Oder irgend sowas in der Richtung. Und man macht auch 12% mehr Schaden an Drohnen. Und ja, wie gesagt, wir spielen da auch mit dem Deflektorschild. Und drum ist halt entscheidend, ob man jetzt da Fertigkeitsschaden nimmt, pusht den Schaden vom Deflektorschild nochmal. Oder die Fertigkeit Heilung, weil die Heilung ist auch ganz wichtig, dass man nicht instant umfällt, wenn einer von hinten daherkommt. Ja. So, also mit zu der Spezialisierung, einmal soweit begreiflich, Techniker, alles klar. Und dann machen wir mal weiter mit dem Bild. Jo, jetzt mal zum Bild. Also mir hat es extrem Spaß gemacht. Ich habe es gespielt auf herausfordernd mit allen Direktiven. Ich habe es gespielt auf heroisch auf alle Direktive und ich habe es sogar probiert auf legendär. Legendär sage ich, geht das Ding zum Spielen. Ist ein Community-Bild vom Weitler Andi. Der Andi hat gesagt, er spielt da mit dem Bild heroisch. Schmarrn, legendär. Versprecher sind schon immer normal. Also legendär. Das Legendäre muss ich sagen, habe ich probiert bei Arena. Bei der Arena bin ich durchgekommen. Die erste Sequenz, wo die drei Dicken kommen, das wird ein bisschen tricky zum Spielen. Aber wie gesagt, wenn mit Übung kann das sein, dass es spielbar ist. Ich habe es nicht wirklich geschafft. Aber ich habe es probiert. Also instant umhauen tut es der nicht. Aber es ist eine Taktiksache, ob man durchkommt oder nicht. Also Übungssache. Ich bleibe jetzt einmal bei heroisch mit allen Direktiven. Da ist es sehr gut spielbar. So fast schon ein bisschen langweilig, weil da nichts passieren kann. Man muss natürlich aufpassen, weil unverwundbar ist man nicht. Aber man ist schon gut tanky. So, jetzt einmal zum Bild. So, die ersten zwei Waffen, wenn gleich sagen, oh, was machst du da für einen Scheiß, die sind völlig wurscht, weil man mir nur mit der Freiheit spielt. Ich habe dann noch dazu genommen die Linkshänder, wächst die Granaten, wo den Schaden noch verstärken. Vielleicht ganz gut, wenn es eine Gruppe da stehen, dann schmeißt zuerst einmal die Granaten drauf und dann zückst dein Schild und haust mit der Freiheit drauf. Macht richtig Spaß. Ja, Techniker Spezialisierung, die habe ich schon gesagt. So, dann anfangen wir mit der Katharsis-Maske. Ja, die ist jetzt so, je mehr das Leid auf die schießt, umso mehr Schaden machst und hat eine recht gute Rüstungsrückgewinnung, sprich ist ein guter Schutz, weil, wie gesagt, je mehr das auf die schießen, umso stärker wird das Ding und die Pistole auch. Muss ich euch da nochmal vorlesen da. Teufelsgeist. Wenn Sie Schaden nehmen, bildet sich ein Stapel bis zu einer Größe von 30. Jeder Stapel gewährt 1% Waffenschaden, was ich gesagt habe. Wenn Sie bei maximaler Stapelzahl Schaden nehmen, kommt es zu einer Bereinigung und Sie verlieren alle Stapel- und Statuseffekte. Aber jetzt kommt's. Gleichzeitig entsteht eine Heilwolke, die 10 Sekunden lang ihren Schaden. Moment. Wieder ein Scheiß verzeiht.
Gleichzeitig entsteht eine heilende Wolke, die 10 Sekunden lang bei ihrem Verbündeten in der Wolke 5% der maximalen Rüstung wiederherstellt. Weiß ich nicht. Ich weiß halt auf alle Fälle, wenn du in der Wolke stehst, heilst du wieder den Tee. Dass Verbündete auch geheilt werden, entweder habe ich da was verstanden oder ist was falsch übersetzt worden. Es funktioniert nicht. Wenn einer mit dir in der Wolke steht, der heilt nicht. Aber ich selber heile schon auf. Und ja, und somit hat man dann eine gute Rüstungsrückgewinnung und fällt man nicht instant um. Ja? So, die Maske hat drauf maximale Rüstung, dann durchgeführte Reparaturen 20%, Rüstungsregeneration auch ganz gut und einen Elite-Schutz habe ich drauf, 13%. Das ist dann schwierig zum kriegen, 12 taugt da. Reißt jetzt nicht an Teufel aus. Dann haben wir Israel Bollwerk, den Rucksack, auch wieder Vollgas Rüstung, auf Fertigkeitsschaden und dann Mod Schutz vor Elite-Gegner. Ja? Der tut halt die Geschwindigkeit der Behelfsreparatur um 10 Sekunden. Die Geschwindigkeit von Behelfsreparaturen erhöht sich von 10 Sekunden auf 5 Sekunden. Also der repariert halt schneller, wenn du den dran hast. Ja? Dann haben wir auch die Gießerei Bollwerk Weste. Auch wieder auf Fertigkeitsschaden gerollt und einen Schutz für Elite drauf. So, die Weste, die Behelfsreparaturen werden von 25% auf 35% erhöht. Es geht schon relativ flott dann, wenn du das anhast. Also ist nicht so einfach zum Umhauen. Dann habe ich noch die Knie drin, die habe ich nicht ganz ausgerollt, wurscht, aber auf Fertigkeitsschaden gemacht. Und dann habe ich noch die Richter am Kaiser, Gießerei, verstärkt das Schild um 50% und auch wieder auf Fertigkeitsschaden. Das Ganze umgerollt dann auf Rüstung. Somit haben wir mir beim Schild, das nennen wir das Deflektorschild, auf Rang 6, haben wir 60% aktive Regeneration, 250% Schildlebensenergie, 40% Regeneration im Holster und 60% Deflektorschaden. So, jetzt wenn man dann die richtigen Mods reinhaut, ich habe da leider nicht keine gescheite oder die maximal gerollten immer noch nicht gekriegt, obwohl ich schon 5 Jahre spiele. Ja, Deflektorschaden erhöht sich 4,3% und dann nochmal ein Deflektorschaden 4,4%. Ja, je her umso besser, 5 sind Maximum bei den Deflektor-Dinger. Und da habe ich halt noch Schild-Lebensenergie drin. Ja. Ihr wisst jetzt nicht, ob man irgendwas anderes nicht mehr erkannt hat. Ich habe halt nichts Besseres nicht gehabt. Und funktioniert auch ganz gut. So, dann habe ich eigentlich alles durch. Ja, Werkmeister müssen wir rein da. Der Werkmeister hat im Rang 1, reicht vollkommen, weil man nicht schmeißt. Der repariert alle 10 Sekunden dein Schild wieder in Tee. Und ja, Mods habe ich auch keine gescheite nicht drin, weil ich eben auch nicht habe. Ich habe jetzt Lebensenergie reingehauen, aber Wirkzeit, da man nicht schmeißen, ist nicht relevant. Und ja, Wiederbelebung, Rüstung, ja, können wir mal rein da. Bringt jetzt relativ gesehen nichts, weil wie gesagt, der tut es ja nicht, wenn man Werferdaten dadurch was bringen, aber er hängt nur im Holster und mit seinen Nano-Dinger da repariert er das Schild. Dann haben wir noch die Freiheit. Ich habe es mit sämtlichen Waffen probiert, ich habe es mit der D50 probiert, etc. etc. Die Freiheit ist für das Bild zwingend. Je her das in der Expertise ist, umso mehr Schaden macht. Ich habe es gekriegt in Schaden gegen ungedeckte Ziele, Pistolenschaden 15%. Und das Talent der Freiheit ist halt da auch schon nicht so unerheblich. Ja. Treffer gewähren 2% Waffenschaden, es ist bis zu 30 Stapel möglich, also 30 Mal auf den Body schießen und dann einen Kopfschuss und dein Schild heilt sich wieder in der Höhe von den Stapel, was du aufgebaut hast. Also Body schießen, Kopfschuss schießen, wenn der Schild am Arsch ist und dann heilt sich das Schild wieder fast komplett auf. Ja, das dazu. Das ist ein relativ einfaches Bild. Die Bollwerkteile, die kriegt man relativ einfach. Ja. Ich wollte mittlerweile schon, oder craftet sich das Zeug, wenn man es hat. Und was ich natürlich immer voraussetze, ist, dass man die Uhr voll hat. Das sollte ich vielleicht auch mal dazu gesagt haben. Also alle Builds basieren auf das, dass du deine Uhr, dass 1000 SAD hast, sprich 800 Punkte und deine Uhr voll ist. Ja. Weil das macht dann den einen oder anderen Schaden oder Wert, verändert es das dann doch ein bisschen. Ja? Und das ist dann schon, ja, man merkt es, wenn man die Uhr jetzt nicht so richtig hat. Also funktioniert bei voller Uhr.
Also egal welches Bild das ich vorstelle, die Uhr sollte voll sein. Also bei über 800 SAE ist das Ding auch voll. Granaten, ja, Granaten kannst du da mitnehmen, aber was lustig bist, ich habe die EMP-Granate dabei, damit ich die Hunde stören kann. Weil, ja, macht man sonst nicht wirklich viel Schaden, weil er eben alles blau ist. So, Schild ist auf 6, wie ich gesagt habe. Und ja, dann warten wir durch mit dem Zeug. Ich habe euch zum Schluss jetzt dann noch ein bisschen Gameplay einblendet und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Wenn es euch gefällt, lasst mal ein Like da. Kommentiert es, was man besser machen kann. Konstruktive Kritik ist immer sehr wertvoll. Ja? Also dann, bis zum nächsten Mal. Servus. Ja, was ich jetzt dabei noch anmerken muss, wenn man die Taktik, wenn man das Bild spielt, also man darf sich nicht stark bewegen. Wenn man so im Kugelhagel steht wie ich, sollte man nach Möglichkeit immer in der grünen Wolke stehen bleiben, damit sich das alles wieder in Tee heilen kann. Man sieht also nach dem ganzen Kugelhagel, ich bin immer noch volles Schild, volle Rüstung. Ja. Sicher, man muss sich dann wieder ein wenig bewegen, dass man wieder ein wenig vom Fleck kommt. Aber sollte man im Kugelhagel geraten, ist es gescheit, einfach am Fleck stehen zu bleiben und einen nach dem anderen wegzublasen. Ja, und wenn dann so ein Hamtaucher da oben steht und mit der Railgun auf einen Hieb lässt, man kann mit der Maus steuern, wo das Deflektorschild hinschießen soll. Ja? Wenn jetzt der einer nicht in der Deckung ist, wie jetzt der da hinten, da ist so ein orange Kastel und mit dem zielst du dann praktisch mit dem Deflektor drauf. Jetzt wenn der andere oben an der Railgun steht oder irgendeiner gerade ein Dauerfeuer auf dich eröffnet, ja, dann kann man das Schild so hier halten, dass dann den einen nach dem anderen wegmaht. Das ist eigentlich das Hauptding, wie man das Bild spielen muss, weil den meisten Schaden geht dann über ein Deflektorschild. Und ja, wie gesagt, wenn du das auf dem Platz stehen bleibst, kann nicht viel passieren. Ja. Sicher unverwundbar ist man nicht. Aufpassen muss man bei den Black Task auf die Bomber, weil die blasen dein Scheitel weg und dann musst du halt in irgendein Eckerl verziehen und dich wieder hochheilen lassen. Ja. Und dann geht es wieder von vorne los, die ganze Gaude. Also man schon ein bisschen mit Hirn spielen und nicht einfach da stehen und sagen, oh, ich bin unverwundbar, hurra. Ja, das funktioniert natürlich nicht. Das war dann ein bisschen langweilig, weil dann kommt man gleich einen Cheatcode hernehmen. Nein, aber so, wie gesagt, wenn man sagt, funktioniert das ganz gut. Und wie man sagt, ich habe es auch legendär probiert. Da ist die ganze Scheiße gar nicht so einfach. Ich habe probiert, in einen geschützten Teil zu kommen. Ja, weil da pflastern schon anders auf die ein. Man hält gut Stand, aber wie gesagt, die hauen schon gescheit aber vor allem die Roboter. Ich bin in den Eingang gelaufen, um die Bomben abzuwehren, weil die Bomben, die hauen die dann doch relativ schnell weg. Und es schießen einige Legendäre auf mich und wenn man sagt, es hält. Ja. Es wird jetzt zwei geben, wenn ich jetzt so den ganzen Run da durch zeigen würde. Probiert es selber aus. Es liegt stark an der Taktik, ob man jetzt legendär durchkommt oder nicht. Ich habe es nur angespielt und habe geschaut, wie stark das Bild ist, ob sie es gleich wegmachen oder ob es doch gut ist. Ja. Und wie gesagt, man muss halt ja, stark mit Taktik spielen. Und auf die Bomben aufpassen. Aber es ist möglich, da ich mal sagen.